Willkommen zurück hier zum Let's Play von Dragon Ball Xenoverse bzw. zum Review von Dragon Ball Super! Und die heutige Folge ist wirklich super, weil wir haben heute nicht nur das Review zur Folge Nummer 20 des Animes, nee, sondern auch zum 6. Manga-Kapitel. Ja, in dem Manga kann ich mal einen kleinen Ausblick geben. Wow, also sind noch gut bei Xenoverse. Im Manga ist sogar so, dass endlich mal die Super Dragon Balls dazugekommen. Aber naja, dazu später mehr. Ich kann nur so viel sagen, es ist echt ein bisschen... Naja, ein paar Ideen aus Dragon Ball GT werden echt hier eingesetzt, muss ich mal so zugeben. Nun gut, die Anime-Folge Nummer 20, wo es verstehen wir im letzten Mal genau mit Freezers Wiederbelebung. Oh Mann, Freezer ist back! Der Tyrann des Universums, der Kühlschrank des Schreckens, nee. Auf alle Fälle, ja, Freezer ist halt zurück und, naja, wir kennen ihn ja, er will seine Rache haben, nicht wahr? Im Sinne von Rache ist blutig und so weiter. Ach nee, Rache ist Blutwurst, genau. Will er halt, sich halt rächen an Son Goku vor allem, natürlich auch an Trunks. Und was hier schon mal ein bisschen anders ist als im Film, wobei vielleicht ein bisschen, naja, es wird besser erklärt, ich sag's mal so. Im Film war es einfach so, dass Freezer sagt, jo, 4 Monate lang trainieren, nachher sind es kein Problem mehr für mich, fertig. Hier erklärt er zumindest noch, warum genau. Und zwar, ja, ist zwar, man könnte es eigentlich schon denken, oder? Das Freezer, der ist natürlich Naturtalent, der ist schon begabt auf die Welt gekommen. Und so weiter und so fort. Der musste ja nie in seinem Leben trainieren. Ihm wurde ja alles in die Waagschale gelegt, kann man sagen. Und jetzt ist mir aber bewusst, dass, dass wenn er halt eine Chance haben will, weil eben, dass jetzt Son Goku sogar so stark ist, dass er gegen Majin Buu gewinnen kann und so weiter. Das, und sein Vater hat davor gewarnt, dass er nicht gegen Majin Buu und auch nicht gegen Bios antreten soll. Deswegen ist jetzt Freezer klar, okay, er muss zum ersten Mal in seinem Leben trainieren. Oh mein Gott, der arme kleine Junge. Hey, oh, mir geht's gerade hier ein bisschen ähnlich hier bei Xenoverse. Ach du Scheiße. Ja, jedenfalls, Freezer muss also trainieren. Er sagt, 4 Monate reichen ihm, wenn er sich voll konzentriert, volles Training, um seine dominante Power freizuschalten. Ja, natürlich im Grunde genommen ist es wie im Film, er sagt es gleich, nur er erklärt es ein bisschen anders, was er nicht sagen kann. Okay, man kann es eigentlich durchgehen lassen, wenn man mit einem anderen Film vergleicht oder auch eben auch Dragon Ball GT und so weiter. Und meinen Freezer hatten wir schon ein paar Mal, auch eben, wie gesagt in Fillern, bei Dragon Ball Z, in Filmen und eben auch bei Dragon Ball GT. Und man einfach sagen musste, er hätte ja auch in der Hölle trainieren können oder wie auch immer, aber naja, sei es drum. Jetzt kann man zumindest sagen, okay, doch. Ich meine, 4 Monate ist immer noch meiner Meinung nach zu wenig, das müssen ein bisschen mehr sein, aber okay, ist halt Freezer und lassen wir das. Also, Freezer 4 Monate lang trainieren und er kann seine wahre Power enthüllen. Wir kennen sie alle, Golden Freezer. Nun gut, das ist der erste interessante Aspekt. Der zweite, wir kennen es aus dem Film, dass also Freezers, ich sage jetzt mal neue Armee, oder besteht ja aus Sobe, Tagoma und weil ich gerade Shisami war. Shigami war das, die Papierding. Shisami hieß der Ding, der rote Teufel-Dingsbums hier. Genau, das sind ja eigentlich so seine Offiziere, war seine neuen Freezer-Armee. Im Film war es so, dass Freezer dann diesen Tagoma, in diesen länglichen, dürren Typi, dass er den bereits kurz nach seiner Wiedererweckung gekillt hat. Hier in der Serie nicht. Der kommt sogar in der nächsten Folge bei der Invasion der Erde vor. Und, also ganz speziell, ich habe letzte Folge noch erwähnt, dass man irgendwie als Freezer zurückgeholt wurde ins Leben, dass man irgendwie den Frosch gesehen hat, sprich Ginyu, wo er damals auf Namen oder so, oder sich da irgendwie Körpertausch gemacht hat mit dem Frosch und dann auch irgendwie zur Erde teleportiert wurde. Den hat man ja seitdem bei Dragon Ball Z nie mehr gesehen. Jetzt plötzlich ist er wieder da und es gibt auch ein Gerücht, dass er mit Tagoma in den Körper switchen wird. Das heißt, es kann durchaus also nächste Folge Nummer 21 plötzlich mit Ginyu wieder zu tun haben. Ach du Scheibenkleister. Das ist natürlich jetzt, also ich muss ganz ehrlich zugeben, irgendwie Akira Toriyama und das ganze Team, da mit der Resurrection F-Saga, hier im Anime zumindest, können sie irgendwie viel besser umsetzen als noch mit der Battle of God Saga. Battle of Gods, anfangs war es einfach nur ein paar Fehler und nachher wurde alles in Länge gestreckt, aber bisher... Ich muss sagen, es weiß mir sehr gefallen. Also, ich meine, der Film selbst, Action war sowieso genial, aber auch hier, ich
Ich würde sogar ein bisschen behaupten, der Anime finde ich jetzt besser als den Film. Und Manga auch, weil der Manga im Prinzip mehr oder weniger auf den Film nur ein bisschen abgehackter. Nun, was soll's. Ja, das ist eben das zweite interessante. Das dritte ist dann das Training von Son Goku und Vegeta. Weil die trainieren, wie gesagt, auch bei Whis auf Maisebirus Planeten. Und dort ist das Interessante, dass sie von Whis lernen, ihre Energie im Körper zu behalten. Das ist vor allem deswegen interessant, weil normalerweise, wenn die Saiyajins kämpfen oder so, Super Saiyajin, Dreifach und so weiter, man hört immer einen riesen Geschrei von wegen und dann die ganze Energie, die Aura, die Blitze fliegen herum und so weiter. Das heißt, sie lassen ihrer Energie freien Lauf. Was ja auch ein großer Minuspunkt des dreifachen Super Saiyajins ist, dass dort die Power weg ist sie. Und wie sagt es wirklich, dass sie ihre Energie konsequent im Körper behalten sollen, um so stärker zu werden? Muss schon mal sagen, ist eigentlich ein interessanter Aspekt. Man hat ja bisher im Anime und im Manga noch nie so. Ich meine, ist eigentlich logisch, aber dass man so trainieren sollte, aber hatten wir eigentlich nie so konkret. Ja, und dann in Essen, da geht gerade ein bisschen drunter und drüber, war hier im eigentlichen Part. Naja, und dann beim letzten Schlagabtausch plötzlich sieht man die Aura des Super Saiyan Blue, alias halt Super Saiyan God Super Saiyan. Ich glaube, das ist echt, also muss sagen, ist gut im Sinne gesetzt, von wegen, dass sie merken, das ist irgendwie Super Saiyajin Power, aber trotzdem als Super Saiyajin God. Man sieht vor allem bei Vegeta, der hat es sofort geschnallt. Aber trotzdem ist noch nicht die Verwandlung selbst. Also da bin ich sehr gespannt, vor allem natürlich, wie es nach dem Anime umgesetzt wird. Also Super Saiyajin God, der wurde so episch im Anime nachher umgesetzt, dann hat fast eine Folge gedauert, bis er mal verwandelt war. Also denke ich mir, dass man da beim Super Saiyan Blue so etwas Ähnliches bauen könnte. Ja, kommen wir dazu. Das ist mal der interessante Aspekt der Anime-Folge und wie gesagt, im Schlusssaal kommt Checo zur Erde, er sucht Bulma auf und sagt, du Bulma, in einer Stunde kommt Freezer. Und sie so, was, kann ja wohl nicht sein, ja, erstmal zusammentrommeln. Durch Krillin, Muten Roshi, was der macht, keine Ahnung. Das wäre eigentlich der letzte, der eigentlich noch mitkommen müsste. Kenshin, Piccolo und Son Gohan. Son Gohan hat seinen Anzug verloren irgendwie. Oh mein Gott. Ja, nächste Folge eben die ganze Freezer-Armee mit Hagoro, was ein Unterschied zum Film ist, gegen Son Gohan scheinbar. So wird zumindest im Titel irgendwie angedeutet. Könnte also spannend sein, was noch so umgesetzt wird, eben auch mit Ginyu und so weiter. Wir können also gespannt sein bezüglich dem Anime. Jetzt kommen wir also endlich mal zum Manga. Kapitel Nummer 6 freigeschaltet. Hier haben wir ein bisschen was, naja, wir lesen erst noch ein bisschen was bezüglich Jumper und Beerus. Und zwar, dass die beiden nicht mehr gegeneinander kämpfen, weil immer wenn sie kämpfen, dann zerstören sie zu viele Planeten, Galaxien und so weiter. Und deswegen lassen sie andere für sich kämpfen. Sprich, eine Art Budokai Tenkaichi Turnier. Budokai Turnier, Entschuldigung. Und deswegen kommt die Idee auf, dass sie, also sprich, dass jeder von ihnen ein Team aus 5 Kämpfern zusammenstellt. Und zwar aus dem Universum. Sprich 5 aus Universum 6 von Jumper gegen die 5 aus Universum 7. Natürlich sind Son Goku und Vegeta dabei, ist klar. Die Frage ist ja, weshalb kämpfen sie? Wieso muss jetzt hier verlieren? Scheiß, die wandern. Naja, was soll, es gibt Schlimmeres, aber die sind echt stark hier mit Super Saiyan Blues. Ja, was soll ich noch sagen? Muss ganz kurz jetzt zu Ende bringen. Genau, und zwar geht es um die Super Dragon Balls. Jetzt müsst ihr euch gefasst machen. Das ist echt, wo ich vorhin gedacht habe, wegen Premageti und so weiter. Die Super Dragon Balls sind im ganzen Universum verstreut. Und zwar sind die Super Dragon Balls, natürlich was unser 7 war, sind so groß, dass man sogar sagen könnte, es wären eigene Planeten gewesen. In einem Vorschaubild kann man sagen, es sieht etwas so groß wie der Mond. Schätzungsweise. Also ein bisschen kleiner, aber trotzdem ist halt riesig. Und das auch, also dies Jumper besitzt 6 dieser Super Dragon Balls aus seinem Universum, Universum 6, müsst ihr aufpassen. Und jedes Universum hat diese 7 Super Dragon Balls, die im ganzen Universum verstreut sind. Natürlich fragt man sich da, wenn die Teile so groß sind, wieso entdeckt die keiner? Ja, und Jumper eben hat nur 6 von diesen Dingen und er will den 7. noch suchen, sucht den aber scheinbar in Universum 7. Wieso auch immer. Und er will eben gegen Beerus antreten und da irgendwie
Es geht halt um diese Super Dragon Balls. Soweit gab es ihnen noch eine Textstelle, wo ich gehört habe, von wegen, dass man die Erde miteinander switcht. Also sprich, wenn Jumper gewinnt, dann switchen sie die Erde von Universum 7 zu dem von Universum 6 und so weiter. Weil ich aber im Nachhinein sagen muss, habe ich jetzt in der Übersetzung nichts gelesen, aber vielleicht ist es eine falsche Übersetzung. Ja, auf alle Fälle, wie gesagt, es gibt jetzt ein Turnier zwischen dem Team Champa und dem Team Bios. Bios, wie gesagt, Team ist halt Son Goku und Vegeta. Jetzt auch noch Buu ist auch dabei. Gut, ich meine, ist einer der stärksten trotz allem noch und nicht unbedingt so nach unbedingt kämpfen will. Und Piccolo, was sagen musste, naja, okay, für die Piccolo-Fans, oder ich meine, das ist Statist, sorry, aber der 5. ist der Typ, dass der stärkste Gegner in Bios, abgesehen von Goku, jemals hatte. Er hat damals schon im Film gesagt, dass Goku der zweitstärkste Gegner von ihm war. Und der stärkste Gegner von ihm, der ist ja der 5. Kämpfer. Zwar sagt er noch unser guter Vegeta, ja, wir können auch Son Gohan nehmen, weil er wäre ja eigentlich vom Talent her zumindest der stärkste von allen, beziehungsweise hat wohl das größte Potenzial von ihnen allen. Aber Son Goku sagt, nee, Son Gohan, der ist nur ein Studium vertieft und so, hat sogar seinen Anzug verloren und so weiter und so fort. Aber trotzdem erstmal die Anspielung auch von Vegeta, dass er sagt, Son Gohan sei ja eigentlich der talentierteste von ihnen. Vielleicht kommt er doch noch, weil sie haben ja ungefähr eine Woche Zeit zum Trainieren noch, also zum Vorbereiten. Und ja eben, jetzt mal zu den Super Dragon Balls. In dem Universum gibt es also 7 Super Dragon Balls. Namekianer übrigens, noch zu erwähnen. Namekianer haben ihre Dragon Balls dadurch erschaffen, dass sie kleine Stücke dieser Super Dragon Balls abgebaut haben. Ach du Scheibenkleister. Also natürlich schon, wenn du so überlegst. Ach du Scheibenkleister. Ja, und eben sind im ganzen Universum verteilt und so wie es aussieht, haben diese Super Dragon Balls und sie schwarze Sterne. Ja, Dragon Gate lässt grüßen, die Black Star Dragon Balls, Universum verstreut, 7 Stück, schwarze Sterne. Ja, hat schon ein bisschen was, wa? Gut, so wir es mal dazu, zu meinen ganzen Anspielungen. Und zum Schluss natürlich ein interessanter Aspekt, Bulma hat scheinbar eine Schwester. Auch nicht gewusst, die da irgendwie im Universum auch verstreut ist und mit Jack und so auch in Kontakt steht, so wie Bulma selbst auch. Und zum Schluss noch etwas ganz Interessantes. Champa will in seinem Team auch 2 Saiyajins aus seinem Universum haben. Also 2 Saiyajins aus Universum 6. Gegen Vegeta und Son Goku, muss ich schon sagen. Das ist doch schon mal etwas, was ganz, ganz geil ist. Natürlich auch naja, große Erwartungen halt seht für die künftigen Kapitel vor allem, auch wenn die halt mal im Monat erscheinen. Aber ja, soviel dazu. Natürlich auch soviel jetzt mal zum Review hier von Dragon Ball Super. Ja, in diesem Sinne vielen Dank mal fürs Zusehen. Es wird auch fürs Erste der letzte Part gewesen sein. Das aus privaten Gründen. Ich habe momentan nicht gerade so viel Zeit, im Gegenteil eher sogar ein bisschen zu wenig, auch für die allgemeinen Parts und so weiter. Und deswegen muss ich jetzt mal Dragon Ball Super Reviews generell pausieren lassen. Ich hoffe, dass im neuen Jahr zurückkehren und dann, ja, mal schauen, wie es weitergeht. Hier im Anime, natürlich auch im Manga bei Dragon Ball Super. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, fürs Zusehen vor allem natürlich auch und jo, hoffentlich bis zum nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Ciao zusammen.